Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 20. Der Silver als Parlamentär. Richtig. 2 Männer sind näher an der Empfehlung gestanden. Einer von ihnen hat ein weißes Tuch geschwenkt, der andere, kein geringerer als der Silver selber, ist ruhig neben dem gestanden. Es war noch recht früh und es war der kälteste Morgen, den ich jemals im Freien verbracht habe. Eine Kälte, wo man durch Mark und Bein gedrungen ist. Der Himmel oben war klar und wolkenlos und die Wipfel der Bäume haben rosig in der Sonne geleuchtet. Aber die Stelle, wo der Silver mit seinem Begleiter gestanden ist noch ganz im Schatten gelegen. Und sie sind knietief in einem dicken, weißen Nebel gewattet, wo während der Nacht vom Sumpf aufgekrochen gekommen ist. Die Kälte und der Nebel haben eine deutliche Sprache geredet. Sie haben bewiesen, dass diese Insel einen trübseligen Aufenthalt hat müssen sehen. Offenbar einen feuchten, fieberausdünstenden, ungesunden Ort. «Bleibt im Haus, Leute», hat der Kapitän gesagt. «Es ist 10 gegen 1 zu wetten, dass sie eine Hinterlist vorhaben.» Dann hat der Pirat angerufen. «Wer da? Bleibt stehen oder wir schiessen!» «Parlamentär!» hat der Silver gerufen. Der Kapitän ist im Vorbau gestanden, hat sich aber vorsichtig gegen einen Schuss aus dem Hinterhalt gedeckt, falls ein solcher öppe beabsichtigt sein. Er hat sich zu uns gewendet und gesagt: Doktor seine Wacht zum Ausguck. Dr. Livesey, übernehmen Sie bitte die Nordseite. Jim die Ostseite. Great die Westseite. Alle Musketen geladen. Fix Leute und passen sorgfältig auf. Dann hat er sich wieder den Meutern zugewendet und gerufen: «Und was wollen mit eurem Parlamentär?» Das Mal hat der andere Mann geantwortet. «Der Captain Silver, Herr, möchte an Bord kommen und über die Bedingungen verhandeln», hat er gerufen. «Captain Silver? Kenne ich nicht. Wer ist da?» hat der Kapitän gerufen. Und wir konnten hören, wie er leislich von sich her gesagt hat: «Captain», sagt er, «du liebe Güte, das ist eine schnelle Beförderung.» Der Long John hat selber geantwortet. «Ich, Herr, die armen Jungens haben mich zu ihrem Captain gemacht, nachdem sie, Herr, desertiert sind.» Er hat einen besonderen Ton aufs Wort «desertiert» gelegt. «Wir sind willens, uns mit ihnen zu einigen, wenn wir zu vernünftigen Bedingungen kommen können und ohne Widerwärtigkeiten. Ich verlange weiter nichts als ihr Wort, Captain Smollett, dass sie mich heil und gesund aus dem Vollwerk da wieder rauslassen und dass ich eine Minute habe, bevor ein Gewehr abgeführt wird.» «Mein Mann», hat der Kapitän Smollett gesagt, «ich habe nicht das geringste Verlangen, mit euch zu reden. Wenn ihr mit mir zu reden wünscht, so könnt ihr kommen und damit fertig. Wenn es irgendeine Verräterei gibt, so werdet ihr auf eurer Seite sehen und der Herrgott mag es ihm gnädig sein.» «Das genügt, Captain», hat der Long John fröhlich gerufen. «Ein Wort von ihnen langt. Ich weiss, was ein Gentleman ist. Darauf können sie sich verlassen.» Wir konnten sehen, dass der Mann mit der weißen Flagge versucht hat, den Silver zurückzuhalten. Das war auch nicht verwunderlich, denn dem Kapitän seine Antwort war sehr kavaliermässig. Aber der Silver hat ihn laut ausgelacht und hat ihm auf den Rücken geklopft, wie wenn es lächerlich gewesen wäre, sich irgendwie zu beunruhigen. Dann ist er an die Palisade hergetreten, hat seine Krücke übergeschwungen und ist mit grosser Kraft und Gewandtheit über den Haken gestiegen und ist auf der anderen Seite wohlbehalten angekommen. Ich will gestehen, dass ich von den Vorgängen zu sehr in Anspruch genommen worden bin, um hier als Schildwach auch nur das Geringste zu nutzen. Ich habe meine Schussscharte an der Ostwand verloren und bin hinter den Kapitän gekrochen, der sich jetzt auf die Schwelle gehockt hat. Er hat seine Ellbogen auf die Knie gestützt, seinen Kopf auf die Hände und hat auf die Quelle geschaut, wo aus dem alten, eisigen Kessel über den Sand gesprudelt hat, und hat die Melodie vor sich hergepfiffen: «Kommt, Jungens und Dirns.» Der Silver hatte eine harte Arbeit gehabt, den Abhang raufzukommen. Zwischen den dicken Baumstümpfen und im losen Sand vom steilen Hügel ist er mit seiner Krücke so hilflos wie ein steuerloses Schiff gewesen. Aber er hat sich tapfer abgequält, ohne ein Wort zu sagen, und ist vor dem Kapitän gestanden, wo er mit grossem Anstand grüßt hat. Er hat seinen besten Anzug angezogen. Ein ungeheuer grosser blauer Rock mit unzähligen Messingknöpfen ist ihm bis zu den Knien abgegangen. Ein Dreimaster, der mit schönen Goldspitzen besetzt war, ist ihm auf dem Hinterkopf gesessen.
»So, da sind ihr ja, mein Mann«, hat der Kapitän gesagt, indem er aufgeblickt hat. »Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ihr Platz nehmt.« »Sie wollen mich nicht reinkommen lassen«, hat der Long John in einem vorwurfsvollen Ton gesagt. »Es ist ganz gewiss ein verdammt kalter Morgen, Herr, so im Freien auf dem Sand zu sitzen.« »Ja, Silver«, hat der Kapitän gesagt, »wenn es euch genügt hätte, ein ehrlicher Mann zu bleiben, hättet in eurer Kombüse hocken können. Ihr seid selber die schuld. Ihr seid entweder mein Schiffskoch und als solche sind ihr anständig behandelt worden, oder ihr seid der Captain Silver, ein gemeiner Meuterer und Seeräuber, und dann könnt ihr euch hängen lassen.« »Ja, schön, Captain«, hat der Schiffskoch geantwortet, indem er sich auf den Sand gehockt hat, wie ihm befohlen worden ist. »Sie wären mir die Hand geben müssen, damit ich wieder raufkomme. Da ist alles.« »Ein recht nettes Plätzchen haben Sie ja da.« »Ah, dort ist ja der Jim. Recht schönen guten Morgen, Jim. Doktor, Ihren ergebenen Diener.« »Gut, dann sitzen ja alle beieinander, wie eine glückliche Familie, sozusagen.« »Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, mein Mann, so ist es besser, ich sage es«, hat der Kapitän gesagt. »Da haben Sie recht, Captain Smollett«, hat der Silver geantwortet. »Pflicht ist Pflicht, ganz gewiss.« »Gut, jetzt hören Sie mal. Da haben Sie gestern Abend einen guten Streich gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein guter Streich war. Ein paar von ihnen sind recht fix mit einer Hand speichern. Und ich will auch nicht lügen, dass ein paar von meinen Leuten einen kleinen Schrecken bekommen haben. Vielleicht haben sie alle einen bekommen. Vielleicht habe ich selber einen Schrecken bekommen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich da bin, um über ihre Bedingungen zu reden. Aber merken Sie sich das, Kapitän. Ich würde das nicht zum zweiten Mal tun, Gott vertelle noch mal. Wir werden einen Postendienst einrichten und ein bisschen sparsamer mit dem Raum umgehen. Vielleicht denken Sie, wir hätten alle einen sitzen gehabt. Aber ich sage Ihnen, ich bin nüchtern gewesen. Ich bin nur todmüde gewesen. Wenn ich 1 Sekunde früher aufgewacht wäre, hätte ich sie dabei abgefasst. Er ist noch nicht tot gewesen, als ich zu ihm gekommen bin. Und jetzt? Hat der Kapitän Smollett gesagt, vollkommen gleichgültig und kalt. Jedes Wort, das der Silver gesagt hat, ist für den Kapitän ein Rätsel gewesen. Aber da hat seinem Ton kein Mensch anmerken. Übrigens hat bei mir eine Ahnung angefangen aufzugehen. Ben Gunn seine letzten Worte sind mir in den Sinn gekommen. Ich habe angefangen zu vermuten, dass er den Piraten einen Besuch abgestattet hat, während sie alle betrunken um ihr Feuer herumgelegen sind, und ich habe mehr mit Vergnügen ausgerechnet, dass wir es nur noch mit 14 Finden zu tun hatten. Also, die Sache ist so, hat der Silver gesagt. Wir wollen den Schatz haben und wir können ihn über. Das ist für uns die Hauptsache. Sie möchten ebenso gern ihr Leben retten, denke ich mir. Und das ist für sie die Hauptsache. Sie haben eine Karte, nicht wahr? Das kann sie, hat der Kapitän geantwortet. Sie haben eine, das weiss sie. Sie brauchen nicht so kurz angebunden zu sein. Das hat nicht den geringsten Zweck, darauf können sie sich verlassen. Was ich meine, ist das. Wir wollen ihre Karte haben. Also, ich habe gegen sie selber niemals etwas gehabt. Euer Reden hat bei mir gar keinen Zweck, mein Mann, hat ihn der Kapitän unterbrochen. Wir wissen ganz genau, was ihr beabsichtigt zu tun, und wir machen uns nichts daraus, weil jetzt, schaut mal, könnt ihr es nicht tun. Und der Kapitän hat ihn dabei ganz ruhig angeschaut und hat sich eine Pfeife gestopft. »Wenn der Abe Gray«, hat der Silver laut gerufen. »Still davon«, hat der Smollett gerufen. Der Gray hat mir nichts gesagt und ich habe ihn nichts gefragt. Und ich will euch etwas sagen. Ehe ich das tun will, würde ich lieber euch und die ganze Insel in die Luft fliegen. Also, darüber wisst ihr jetzt Bescheid, mein Mann.« Der kleine Wutausbruch hat der Silver anscheinend ein bisschen abgekühlt. Vorher hat er sich beleidigt gestellt, aber jetzt hat er sich Zimmer genommen und gesagt: «Da kann ich mir schon denken. Ich habe nicht darüber zu urteilen, was nach der Meinung von solchen Herren wie Sie Schiffsrecht ist oder nicht. Und weil ich sehe, dass Sie eine Pfeife rauchen wollen, Captain, so will ich so frei sehen und es gleich tun.» Und er hat sich eine Pfeife gestopft und sie angezündet. So sind die beiden Männer ein ganzes Weilchen schweigend da gehockt und haben geraucht. Manchmal haben sie einander ins Gesicht geschaut, manchmal haben sie ihren Tabak abgedruckt, manchmal haben sie sich vorgebeugt zum rausspeuzen. Es war so gut wie eine Theatervorstellung, um ihnen zuzuschauen. Eben, also,
hat endlich der Silver wieder angefangen. Die Sache ist so. Sie geben uns Karten, damit wir den Schatz bekommen können. Und schiessen keine armen Matrosen mehr tot. Und schneiden ihnen noch mehr die Kehle ab, wenn sie schlafen. Also, da ist ihre Leistung und dafür stellen wir ihnen Folgendes zur Wahl. Entweder kommen sie zu uns an Bord, sobald der Schatz auf dem Schiff ist, und dann gebe ich ihnen mein Affidavit auf mein Ehrenwort. Sie irgendwo, wo sie Lust haben, heil und gesund an Land setzen. Oder, wenn ihnen das nicht passt, weil einige von meinen Leuten ein bisschen ruch sind und eine alte Rechnung mit ihnen haben, von wegen früherem Anschnauzen, dann können sie auch da bleiben. Wir wollen alle Vorräte mit ihnen teilen, Mann für Mann, und ich gebe ihnen mein Affidavit wie vorher, das erste Schiff, das ich treffe, anzurufen und hierher zu schicken, um sie aufzunehmen. Also, sie werden zugeben, dass da ein Wort ist. Etwas Besseres können sie ganz gewiss nicht erwarten. Und ich hoffe, dabei hat er seine Stimme erhoben, dass alle Leute in dem Blockhaus hier meine Worte vernehmen, denn wenn ich einem sage, das gilt für alle. Der Kapitän Smollett ist aufgestanden und hat seine Pfeife in seiner linken Handfläche ausgeklopft. »Ist das alles?« hat er gefragt. »Mein allerletztes Wort, Himmel nochmal«, hat der John geantwortet. »Weisen Sie es zurück, so werden Sie von mir nichts mehr zu sehen bekommen, ausser Musketenkugeln.« »Sehr schön«, hat der Kapitän gesagt. »Jetzt sollt ihr hören, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr einen nach dem anderen, einzeln, unbewaffnet, hier hoch könnt, so will ich mich verpflichten, euch alle einzulegen und euch auf England zu bringen, damit ihr vom Gerichtshof könnt. Wenn ihr das nicht, mein Name ist Alexander Smollett, ich habe dort die Flagge von meinem König gekisst und ich will euch alle zum Teufel schicken. Ihr könnt den Schatz nicht finden. Ihr könnt das Schiff nicht segeln und euch ist kein einziger imstande, das Schiff zu führen. Ihr könnt es im Kampf nicht mit uns aufnehmen. Der Greydaw haben 5 von euch nicht heben. Euer Schiff liegt fest, Meister Silver. Ihr liegt an einer Legküste und da werdet ihr bald herausfinden. Da stand ich und sage euch da, und das sind die letzten guten Worte, die ihr von mir überkönnt. Weil, so wahr ein Gott im Himmel ist, ich will euch eine Kugel in euren Ranzen jagen, wenn ich euch noch einmal sehe. Marsch, mein Bub, raus da, bitte, Hand über Hand und ein bisschen fix. Am Silver sein Gesicht ist zum Malen gesehen. Vor Wut sind ihm die Augen aus dem Kopf gewollen. Er hat seine Pfeife ausgeklopft und geschrauen. »Geben Sie mir eine Hand, dass ich aufstehen kann!« »Ich denke nicht dran«, hat der Kapitän geantwortet. »Wer will mir aufhelfen?« hat er brüllt. Keiner von uns hat sich gerührt. Die fürchterlichste Flüche am Brüllen ist der Silver über den Sand gekrochen, bis er an den Vorbau gekommen ist und sich an dem hat aufrichten. Er hat sich auf seine Krücke gestützt, dann hat er in die Quelle gespeuzt und gerufen: »Da, so denke ich von euch. Bevor eine Stunde vorbei ist, will ich euch in eurem Blockhaus ausräuchern. Lachet nur, Kopf nochmal, lachet nur. Bevor eine Stunde vorbei ist, werden andere Leute lachen. Dann werden die tot sind, die Glücklichen sehen.« Und mit dem letzten fürchterlichen Fluch ist er davon gekumpelt und hat sich durch den Sand den Abhang abgeschleppt. Der Mann mit der weißen Flagge hat ihm geholfen, nach 4 oder 5 vergeblichen Versuchen über die Palisade überzukommen. Und einen Augenblick später sind beide zwischen den Bäumen verschwunden gewesen.